Den Herr Premierminister hat zengiert mit starken Bildern angefangen. Und hat recht, das zu machen, weil das wichtig, dass wenn er über so Problematiken schwätzt, wie die wir heute diskutieren, sich bewusst ist, dass ganz viel menschlich Leid damit verbunden ist, auf viele Fälle, und dass wir wirklich alle gut eine humanitäre und eine moralische Verantwortung drohen. Aber wir müssen noch wissen, dass nicht jeder den Lo am Blick von dieser Krise konzerniert, das aus Syrien kommt, nicht jeder als ein Kriegsflüchtling. Und dafür brauchen wir einen differenzierten Approach und eine realistische Ernst, ob das wirklich geschieht. Wir haben das als ADR für 3 Wochen schon gemacht, wo wir ein klares Konzept auf den Tisch gelöst haben, an Respekt vom internationalen Recht, wo wir gesagt haben, die Fallen in der Flüchtlingskonvention von 51, weil sie individuell verfolgt gehen aus politisch, religiösen oder ethnischen Gründen oder anderen, die in der Konvention stehen. Da geht es die Protektion sich für einen Krieg, die per Analogie zu den Konventionen von 1940 Recht haben, ob so temporäre Schutz. Und da geht es natürlich auch die Refugieökonomik, die Wirtschaftsflüchtlinge. Den Unterschied ist zentral und wichtig, wenn ihr ein krediblen, aber belastbaren Konzept habt, wie mit der Krise umzugehen. Denn Herr Premierminister hat gesagt, die Regierung hat ein Konzept. Und ich muss leider sagen, ich gesehen das Konzept von der Regierung nicht. Denn Herr Premierminister, den hat das nicht überzeugt. Möchte eine Gestion, die Regierung möchte eine Gestion von dem, was mal Blick auf uns durchkennt, mit einem Konzept als etwas ernst, wie man mit einer großen Krise können umzugehen, muss auch eine Vision da sein, wie nicht an den Griff kriegt, wie lange das Ganze soll dauern, wie eine konkrete Aktionen muss geholt gehen, wie so eine Krise zu lösen. Einfach wie so eine Periode indéterminée zu gerieren, das geht nicht durch. Es geht nicht durch von einer Präsidenz von der Europäischen Union. Die Krise, die lo ausgelöst ist, und das ist nicht falsch, das ist zum Teil bedingt durch einen Rechtsbruch von der deutschen Regierung, die europäisch Recht einseitig außer Kraft gesagt hat. Es wäre in der Lützeburger Regierung als Präsident gewesen, wie klar wieder zu fahren, die wir da heute nicht hören. Am internationalen Kontext hat die Lützeburger Präsidenz ein ganz schwaches Bild geben. Am national, das, was wir heute eigentlich sollen diskutieren, da fehlt es auch an der Ehrlichkeit und der Konsequenz, wie wir auch an allen anderen Ländern hören, von den Regierungen, die sich vorstellen, wie weit können wir gehen? Wie weit dreht als Gesellschaft den Phänomen nach Matt? Wie lang können wir die Solidarität, und das verstehst du mich, von den Leuten erwerben, für das es nicht zu Spannungen an der Gesellschaft kommt, für das wir den Akkui können garantieren, den wir uns ja alle wünschen, ohne dass es zu Spannungen kommt. Und da muss man einfach wissen, dass es Grenzen gibt. Die Grenzen, die kann ich nicht unbedingt chiffrieren. Es muss ihn an dem Bewusstsein Politik machen, dass es nicht durchgeht, zu extrapolieren, was wir lo haben, mit dass ich muss wissen, das Ziel muss sein, zu begrenzen, für aufzusichern. Das Konzept, die Ehrlichkeit, die Ansicht und die Realitäten, die fehlt an dem Herrn Staatsminister seiner Präsentation, und ohne Idee kann ich nicht verantwortungsvolle Politik an dieser Situation machen. Denn Herr Staatsminister hat also an einer Reihe Punkten eigentlich nicht abgewiesen, dass er nun der Konsequenz fehlt, die wir brauchen. Der Begriff Wirtschaftsflüchtling hat nimmen einmal an op Französisch an den Mund geholt mit großen Zecken, für nach nimmen zu sagen, dass auf den Hotspots muss freizeitig mit der Realität konfrontiert gehen. Nee, sie müssen zurückgefeiert gehen. So sehr wie möglich. Weil das ist die Legalsituation, an der wir sind, an die Erwartungen einer Regierung als auch die, dass sie mal Gesetze anhält, die hei güllen. Die Regierung kann keine Gesetze erfahren. Sie kann Gesetze nicht umgehen. Sie soll das exekutieren als Exekutiv, was Gesetz ist, und das möchte sie nicht, und sie soll das machen. Die Regierung an die Regierung, für Dronisch kann die da leider nicht aushöhlen, die hat jahrelang nur geguckt, den Asyltourismus aus dem Balkan. Wir haben heute noch, hier am Land, nur eine Question parlamentär, 600 Leute, denen hier Prozeduren fertig sind, die müsste rapatriiert gehen, die aber nicht rapatriiert sind. Das geht nicht. Wenn ihr Gesetze hört, dann muss ihr sie durchziehen, wenn ihr auch als Regierung, als Staat will Kredibilität behalten, aber wenn ihr noch die richtigen Signale noch raus will gehen. Und das Signal, was wir wollen gehen als Lützeburg, als dass die wirklich Schutz brauchen, hier willkommen sind, weil das ist eine moralische Verpflichtung, Schutz zu gehen. Mit dass die den Ursprung nicht können hören, dass die aber dann noch nicht die Toleranz erwerben, die schlussendlich dazu feiert, dass die Leute denen Platz wegholen, die wirklich Schutz und Hilfe brauchen. Das ist eine Falschtoleranz. Und die Falschtoleranz, die darf nicht gehen.
Den Herr Staatsminister sieht dann auch Bausegrenzen. Andere Kollegen sind noch darüber ergangen. Bausegrenzen von der Union sollen geriert gehen, nicht so gemerkt gehen. Das richtig, aber muss sich dann auch wissen, was Konsequenzen aus, wenn man nicht so machen. Und sich, von der Stadt Plötzlich übersetzen, was der Staatsminister gesagt hat, als kommen weiter Leid ran, vielleicht an einem Mann großen Moos. Mir wenn Grenze nicht wirklich kontrolliert, wenn sie nicht mehr geriert, den zieht doch kein Schlussstrich in der Situation, wie wir sie kennen. Und den Herr Staatsminister sieht, als signaliert, dass er sich durch die Gestion, die ihn auch auch kein Schlussstrich will ziehen. Das ist auch ein falsches Signal, weil er sich sieht, kommt weiter, weil die könnt weiter an die Europäische Union rankommen, auch wenn er die legalen Konditionen nicht erfüllt, die dafür vorgesehen sind. Der Herr Staatsminister sieht dann auch, Lëcht für sicheren Drittstaaten soll europäisch negoziiert gehen. Dat das sichere Vierdeel, wenn wir das tun, aber das nicht neidisch. Die Determinierung von sicheren Drittstaaten als eng Nationalkompetenz. Mit muss da, wann in so eng Lücht huet, auch konkret umsetzen, was das dann heißt. Und dafür braucht man sehr Prozeduren, für damit die Leute, die aus sicheren Drittstaaten hinkommen, auch sehr effiziente Prozeduren haben, die ihre Rechte schützen, aber auch die Rechte auf unserer Population für nicht übermäßig exportiert zu gehen. Dann gesellschaftliche Spannungen. Das ist eigentlich der Punkt, wo der Tritt vom Herrn Staatsminister als am meisten enttäuscht wird. Weil es kann ihn doch nicht hinkommen. Aber mit einer Naivität, wie ich sie von einer Regierung nicht kann tolerieren. So, dass es doch durchgeht, wenn die Leute die müsste gesagt kriegen, dass sie sich nur Eisgewünschte müssten aufpassen, Eisgewünschte gelten. Wie soll man das dann durchsetzen, wenn die Leute sich nicht wollen Eisgewünschten halen? Denn Herr Staatsminister, der am selbsten Atemzug, wir brauchen keine neuen Gesetze, wir müssen mit ganz neuen Situationen konfrontiert, mit neuen Kulturen, mit neuen Mentalitäten, mit neuen Attitüden, mit neuen Forderungen, aber wir müssen eventuell auch legislativ intervenieren, wie das die Gewünschte von dir schwätzt, als Werte, als Traditionen, als Rechtsüberzeugungen können durchgesetzt gehen. Wir haben geschwärzt über die Stellung von den Frauen an der Gesellschaft. Da der hat schon für über einem Jahr, nach lang führender Migrationskrise, eine Proposition de loi gemacht, wie die Burgerheit zu verbieten. CSV hat das vielleicht nicht mitgekriegt, sie auch nicht mehr zu 23 schreiben. Wir haben das für einem Jahr gemerkt, und nicht zu einem Blick, wenn es hat können reprochieren, dass man eine Stimmung mehr wenn es der Migrationskrise, wir werden mal überzeugt sein, dass das Recht von der Frau verletzt. Die Proposition de loi als bis heute nicht von der Regierung kommentiert gehen. Und das Recht von der Frau, dass sie nicht die sich Frau verurchten Frauenquoten, die der Lowelt affeieren. Mit Recht von der Frau deklinieren sich eben auch an denen Situationen, an als die Regierung gefordert, wie wirklich können sie so wo sie steht. Wir kriegen noch andere Probleme. Ich will die nicht alle aufzählen. Aber ich will vielleicht mit einem Wort noch über den Spruch schwätzen. Denn Herr Angelmensch hat als Sängeriert gesagt, dass sie müssen uns Sprache schwätzen. Denn Herr Büttel hat gesagt, Eispruch. Mir ist nicht klar, von welchem Spruch schwätzt die Regierung da. Für Eis als klar, als RDR, dass für die wirklich eine Perspektive von hier am Land zu bleiben, und das sind die Refugiés von der Konvention von 51, da gibt es für uns nicht mehr einen engen Integrationsspruch, an der das Lützeburg, weil wir hätten ja gerne eine Kohäsion an unserer Gesellschaft. Wir wollen keine Parallelgesellschaft, wir wollen, dass wir alle können, das Gesellschaft voll matt bauen, und das geht nicht mehr, wenn wir alle gut als im Lützeburg als Integrationsspruch rumfahren. All eine Alternative heißt, dass wir sich Leute, wo wir da voller Partizipation an unserer Gesellschaft ausschließen. Wir wollen nicht ausschließen, wir wollen sie mal dranholen, an der heißt über den Lützeburger Spruch. Genauso wie die arbeitsrechtliche oder Arbeitsmarkt Illusionen hier abgebaut gehen. Denn der Premierminister könnte dahinter, und er sieht, am Mai 2014 hat die OECD eine Etude gemacht, dass Migration positiv ökonomisch Konsequenzen hat. Am Mai 2014 haben wir über eine ganz andere Migration geschwärzt, wie die wir heute kennen. Da gibt es das Problem noch gar nicht. An die Migration, von der die OECD zuhört geschwärzt hat, das ist nicht die wir heute kennen. Heute haben wir das Problem, dass der große Teil von den Leuten, die in Europa kommen, praktisch keine Education oder keine Education, die wir heute können, benutzen,
Arbeitsmarkt an dat stellt als ihre ganz andere Herausforderungen. Ich will mit engem Satz ophalen, dem aber noch ganz wichtig ist. Und das ist, dass Madame Brasse reagiert anzugehen, und auch andere 100 gesagt. Es darf kein Hass gehen. Ja, es darf kein Hass gehen. Das ist richtig. Das unterschreibe ich mir mit zwei Händen. Wir dürfen aber nur nicht hingehen. Und was den Herr Bratz auch am Conseil Européen gemacht hat, und Madame Brasse am Conseil de l'Europe, und als Meinungsfreiheit a Gefahr bringen, eine Zensur aufhören, und immer da den Grundpfeiler von unserer freier demokratischer Gesellschaft auch vorstellen, für eine Diskussion zu einer Bannen, die der Regierung nicht gefällt, auf wen aufhängt. Mit der Kampf gegen Intoleranz wollen zu operieren, dem ist vielleicht genau das Schlimmste, was es gibt, mischt als Gesellschaft zu einer intoleranter Gesellschaft, und zwar wo regierungsfähig gegen politische Opposition, gegen freie Meinungsäußerung von den Bürgern, das ist ein großes Gefahr in der aktuellen Situation, und da der besteht nicht mit, wir verteidigen Freiheit von diesem Land. Ich so nicht merci.